Herr Präsident, zu Lützeburg verdienen Frauen am Privatsektor am Durchschnitt noch immer 5,5% Männer wie Männer. Frauen sind zu Lützeburg auch immer mehr von Teilzeit betroffen wie Männer. Bei Frauen sind es 34%, bei Männern 6%. Entweder gewollt oder durch ihre familiären Obligationen, da tun zumindest 50% von den Frauen nur gehen. Ja, und das ist eine Konklusion, die daraus entziehen kann. Frauen investieren auch heute hier am Land nach immer mehr Zeit an Haus- und Erziehungsarbeit wie Männer. Zu Lützeburg riskieren Frauen am meisten an Demut zu rutschen am Pensionsalter, weil sie dax ihr Arbeit zeitweilig abgehen hun für sich im Kanner an den Stadt zu kümmern, oder aber für allem, und das ganz bedenklich, wenn sie alleinerziehend sind. Auch Dümmklassierung an Steuerklasse 1, nur einer Schädung oder einen Stierfall stellt besonders Frauen für finanzielle Probleme. Und da sind Frauen zu Lützeburg zwar an der Moyenne mehr diplomiert wie Männer, aber Männer stark auf Verantwortungsposten oder auch an der universitären Recherche vertreten, wo Frauen mal nicht ein Viertel von den Chercheuren oder Chercheusen in dem Fall ausmachen. Das ist das Resultat von einer Liser-Etude. Herr Präsident, das sind die Chantiers, auf denen verstärkt muss geschafft gehen am Kader vom nationalen Frauen-Männer-Gleichstellungsplan. Es muss aber Menge mehr auf 2 Fronten gleichzeitig geschafft gehen. Einerseits muss man eine Veränderung an der CAP aufbringen, wo sich Gender-Stereotypen über Jahrzehnte in der Wäsche verankert tun, aber bis heute noch immer wirken. Wie innenministerisch für enger Woche ein Budget vom Interieur an der Chamberkommission präsentiert wird, da war sie angekündigt hier an diesem Hagen Haus mit Échange de vues avec Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Da gesagt Madame Beaufort-Dengerslo, soweit ich gucken kann, die erste Innenministerin hier am Land, aber wie weit sich so Gepflogenheiten weiter verpflanzen, ohne das aber mal auf Rot zu stellen. Andererseits, also neben den Gender-Stereotypen, die wir am Kap haben, mengnisch muss man auch auf die Sozialstrukturen an unserem Wirtschaftssystem verändernd abwirken, wenn man das Problem von den Ungleichheiten will unter Wurzelpacken und nicht nur überflächlich behandeln. Herr Präsident, wir brauchen Formationen für auf Gender-Inegalitäten aufmerksam zu machen, und wir brauchen noch Quoteregelungen für die Frauen zu helfen, sich dort zu imposieren, wo Männer sie nicht durchschlossen, ob es bewusst oder unbewusst ist. Ich denke hier an Verantwortungsposten an Betriebe, Gremien, an Institutionen. Die Formationen müssen an das Schulprogramm angebunden gehen und noch schon am Bereich von der Education informell stattfinden. Der Bilan vom letzten Frauen-Männer-Gleichstellungsplan ist an der Hinsicht relativ kritisch, was die Formation anbelangt. Die Objektive wären sie groß an der Umsetzung von den Formationen auf den verschiedenen Niveaus an den Ministerien wäre anscheinend nicht gerade so einfach. Mit Finalen brauchen wir auch ein Umdenken an der Politik. Für knapp 2 Jahre haben wir hier in der Chamber Gesetz gestimmt, dass 40% Geschlechterquote bei Chamber in Europa Wahlen angefordert wird und dass sich auch alle Parteien gehalten hätten. Mit trotz denen wahlparitätischen Löschten haben wir feststellen, und Madame Berner ist für noch zu Recht darauf angegangen, dass just ein Viertel von den Deputierten Heibannen Frauen sind. Direkt gewählt wären es sogar just ein Fünftel. Und das ist ein gutes Beispiel für zu illustrieren, dass ein Quote allein nicht ein Allheilmittel ist, mehr ein Instrument, ein Mittel zum Zweck. Weil viel mehr wichtig ist, die Quote mit Leben zu füllen. Weil den Ratio E5 weiblich Deputierten entspricht auch ziemlich exakt dem Verhältnis zu ihren Medienauftritten an der Wahlkampagne. Wenn also Parteien dezidieren, trotz Quote 80% Männer an Debatten zu schicken, ja, da brauchen sie sich auch nicht zu wundern, dass 80% Männer an Chamber gewählt gehen. Die einzig positive Ausnahme an dem heutigen Bereich, die auch an den Medienauftritten nachvollziehbar versucht haben, Parität anzuhalten, das waren die Gering und das waren noch die Link. Herr Präsident, Formationen, Gender Mainstreaming, Gender Budgeting, Quotereglementationen sind wichtig. Mit Bestrebungen nur materiellen Bedingungen, die Egalität zwischen Männern und Frauen überhaupt können möglich machen, sind an unseren Ohren unabdinglich.
Weil wie soll eng Frau ihre gewalttätige Conjoint verlosen, was sie kein Pai huet oder doch net d'Aussicht huet op eng abordabel Wuning? Wie soll enger längerzehend Frau eng erbecht fannen as ich gleichzeitig en Kanner kümmern, was sie dezentral wohnt, kein Auto huet, schlecht und den öffentlichen Transport ugeschloss ass, an och net vun öffentlich gratis Krechen an ihrem Umfeld profitieren kann. Wie sollen Mann a Frau sich gleichzeitig a gleichwertig en Kanner kümmern, was sie allen 2 muss 4 Stunden schaffe goen fir iwwer Tronnen zu kommen? Dat sie frohen die weisen, dat et och do op dem Niveau nach weiten weh als zu wirklicher Geschlechtergleichheit. An et gin aber eiser Meinung noch pertinent antworten op die Frohen. Et geht eng strukturell Erbigzeitverkürzung, die et sowohl Männer wie auch Frauen geif erlauben, Beruf a Privatleben méi eng zu summen zu kreen, an gemeinsam auch méi Zeit mat de Kanner zu verbringen. Et geht auch darum, den Mindestlohn substanziell an Blut zu setzen. Et gibt auch bedeuten, dass man mehr öffentlich bauen, an do man auch den Zugang zu Wohnungen für Jidveren, aber natürlich auch für Frauen zu erleichtern. An der Menge noch, dass die Abführung von einem einheitlichen Steuerbarring gegen alleinerziehender mehr gerecht besteuern. An Entreprisen, die das Prinzip gleich erbicht, bei gleicher Erbicht gleich Pai, die den nicht respektieren, muss mänglisch auch konsequent sanktioniert gehen. Mun auch do ein Gesetz für kurz votiert. An der Kommission hätte ich nur gefragt, was do Reaktionen wird, sind da bislo anscheinend nach kein wirklich planten Ragängen, Milchmengen, dass auch dort die TM, die sowieso schon ganz stärker viele Bereiche gefordert, als gleichzeitig immer besonders, dass ihn das muss weiterhin am Ohr behalten. Herr Präsident, ich mengen dat Ziel net allein doranner kann bestohlen, für méi Frauen a Verwaltungsräte vun Betrieber zu bringen, die unter Buchs kotéiert gehen, wann es just darum geht, dass sie die Rolle von den braven Soldaten an dem System überholen sollen. Das ist eine Ungerechtigkeit, dass du mehr Männer vertrude sind wie Frauen. Mit gi noch Ungerechtigkeiten, die iwwer Geschlechterauseinandersetzungen rausgehen. Ungerechtigkeiten, die entstehen können, weil Frauen andere Frauen diskriminieren. Das ist nicht solidarisch. A just Businessfrauen stärken, als nicht Eiswü von Feminismus. Wir stehen auch auf der Seite von den Frauen, die in unserer Gesellschaft nicht so gut geht, und hoffen, dass sich andere Frauen und Männer Martine solidarisieren. Und auch du sind wir noch nicht NU kommen. Wenn wir endlich gehen, legiferieren, für Klarheit zu schaffen, dass nur 10 Jahre Erbicht, das Erbicht auch als qualifiziert Erbicht unerkannt renumeriert wird, da wären wir schon ein großes Stück weiter. Du wirst, es spielen noch Situationen vom Botssektor run, wo am Moment patronatisch vehement dagegen wird die Qualifikation unzuerkennen, wo juste weh über die Gerichte geht, und do auch nach Weltlegislation nicht klar als unterschiedliche Interpretationen möglich sind. Das ist ein Bereich von mehr Mengen, das nach viel Sput nur ist, aber wo doch wirklich ein konkret Hilfsmaßnahmen für ein ganz rich Leid durchstellen.